Wir schreiben das Jahr 1703, wo im englischen Epworth in Lincolnshire ein Bub mit dem Namen John Wesley geboren ist. Als Sohn von einer anglikanischen Pfarrerdynastie hat er sich zum Pfarrer ausbilden lassen. Während seiner Studienzeit in Oxford hat sein Bruder Charles mit weiteren Studenten den Holy Club gegründet, wo sich auch John angeschlossen hat. Sie haben sich getroffen, um gemeinsam die Bibel zu studieren und sich täglich bestimmten Übungen zu widmen, wie zum Beispiel Beten und Fasten. Die Gruppe ist zunehmend gewachsen. Ihre völlige Hingabe an Gott, ihr Streben nach einem heiligen und gottgefälligen Leben und die festen Strukturen haben dazu beigetragen, dass sie bald den verächtlich gemeinten Spitznamen Methodisten bekommen haben. 1735 sind die Wesley-Brüder gemeinsam mit anderen Christen aus Europa aufgebrochen, als Missionare Richtung neu entdecktes Amerika, wo sie für 2 Jahre geblieben sind. Das tiefe Gottvertrauen und der innere Frieden, wo ihre Reisegefährten mit einem schlimmen Unwetter auf See gezeigt haben, hat die Brüder tief beeindruckt. Ihnen ist immer stärker bewusst geworden, dass sie selber keine Gewissheit haben, dass sie gerettet sind. Zurück in England haben John und Charles zu einem Glauben gefunden, wo ihnen eine Gewissheit und einen tiefen inneren Frieden gegeben hat. 1739 haben sie in einer Nacht voll von Gebet erlebt, wie der Heilige Geist außergewöhnliche Sachen getan hat unter ihnen. Und sie haben tief in ihrem Herzen gespürt, wie sie eine Leidenschaft, eine Freude und einen Mut haben. Im Folgenden sind ihre Veranstaltungen, die oft unter freiem Himmel stattgefunden haben und von 1000 Menschen besucht worden sind, prägt von solchen Erfahrungen. Der John hat predigt und der Charles Lieder geschrieben. Insgesamt 6000 und sie haben sich gut ergänzt. Sie sind viel unterwegs und haben täglich 35 Kilometer auf dem Ross zurückgelegt und 3-mal am Tag predigt. Mit Hilfe der neu aufkommenden Drucktechnologie haben sich ihre Schriften und Lieder immer mehr verbreitet, dass bald täglich 100 Menschen für das Leben mit Jesus gewonnen werden. Weil die Bewegung so stark gewachsen ist, hat John die Gläubigen in Gruppen in sogenannten Klassen organisiert und Laienprediger eingesetzt. Er hat Methoden zur Förderung von einem kontinuierlichen geistlichen Wachstum und der Jüngerschaft verfeinert. Die Wesleys waren ein Teil von einer Erweckung, die sich, wie sie selber gesagt haben, durch die Liebe zu Gott und zum Menschen ausgezeichnet hat, die das Herz erfüllt und das Leben bestimmt. Yes, hey, wie spannend, dürfen zu hören, wie die Wesleys in dieser Kirchengeschichte wirken oder gebraucht werden von Gott. Ich bin so inspirierend, so immer wieder einen Einblick zu bekommen durch die Clips, wo man sehen, wie Gott so sein Momentum gebracht hat in der Geschichte, durch seine Kirche, durch Menschen und eine Erweckung hat stattfinden. Die Clips sind extra für euch kreiert worden, dass du inspiriert werden während dieser Serie. Wir werden jedes Mal eine vor der Predigt zeigen. Wir sind jetzt mit im Jahresthema Momentum vom Höchsten. Und das Momentum, das sehen wir in dieser Kirchengeschichte. Das ist begeisternd. Hey, wir befinden uns in der Serie Momentum in der Kirche. Momentum in der Kirche. Und wir alle sitzen heute Morgen in der Kirche. Jeder von uns. Und ich glaube, dass jeder von uns irgendeine Vorstellung hat von Kirche, was Kirche ist. Und ich möchte dich fragen zum Start, was ist Kirche für dich? Was denkst du, wozu ist Kirche heute in 2021 noch da? Vielleicht denken jetzt gerade die einen, es ist meine Tankstelle, es ist meine Stärkung. Vielleicht kommt dir die Gemeinschaft in den Sinn, wo du gerade dich drinnen befindest und denkst, hey ja, es ist eine außergewöhnliche Gemeinschaft. Vielleicht siehst du das Bild von Männern und Frauen, die sehr liebend sind, die Gott widerspiegeln, die Barmherzigkeit ausstrahlen. Vielleicht sitzt du da und denkst, das ist deine Stunde, 1,5 Stunden, wo du einfach in Ruhe da sitzen und geniessen und kannst nachher wieder Kind holen und Teenies holen. Hey, was ist das Bild von Kirche, würde ich dich fragen. Es ist eine spannende Frage, wie besonders im letzten Jahr, wo die Pandemie aufgekommen ist, hat sich Kirche ein Stück weit verändert. Sie hat sich verändert. Man hat sich nicht mehr so in Person vor Ort treffen. Es ist alles digitalisiert worden. Und ich habe auch immer wieder Stimmen gehört, wo sich Menschen gefragt haben, braucht es Kirche überhaupt noch? Brauche ich Kirche überhaupt noch? Muss ich wirklich am Sonntagmorgen an einen Ort fahren und mich dort mit Menschen treffen?
Kann ich das nicht für mich machen oder meinem Grüppli, mir online irgendwo eine Predigt einziehen? Und ich finde, es ist eine berechtigte Frage. Die Frage zu stellen, braucht es Kirche noch, wo Jesus ins Leben gerufen hat, wo er Simon Petrus gesagt hat, hey, du bist der Fels und ich baue meine Kirche auf dir. Braucht es Kirche noch, wo Jesus als die Brut anschaut, wie es Elias letzte Woche so wunderschön beschrieben hat. Die Brut ohne Makel, ohne Runzeln, einfach perfekt in Gottes Augen. Und ich sage heute Morgen, ja, es braucht sie. Es braucht Kirche heute noch. Und das heisst nicht, dass sich Kirche nicht verändert. Wir werden und müssen uns ein Stück weit immer wieder verändern, aber etwas, das bleibt bestehen. Etwas bleibt immer gleich. Und das ist die Bestimmung der Kirche. Bestimmung, der Auftrag, wo Gott der Kirche gegeben hat. Ich glaube, wenn wir die Bestimmung und den Auftrag nicht vor Augen haben, dann ist die Gefahr da, dass wir vergessen, warum wir als Kirche existieren. Wir wissen, dass am Sonntagmorgen um 10:30 hier innen Gottesdienst stattfindet, aber verstehen wir auch, wieso und wozu. Es ist wichtig, dass wir hinter dem, was wir machen, hinter dem Was, auch das Wieso und das Wozu verstehen und vor Augen behalten. Wie wenn wir das nicht machen und nicht haben, hey, dann können wir irgendwann so schnell in eine Haltung kommen, wo wir denken, ja, Kirche muss mir etwas geben und wenn es es nicht mehr gibt, dann komme ich nicht mehr. Oder dass vielleicht für uns so zu einer Religion wird, wo wir einfach ein Teil davon sein müssen, wie man es macht. Vielleicht wird man müde, man mag nicht mehr, man will gar nicht, was selbstverständlich ist. Und das war nie Gottes Absicht. Und darum möchte ich heute Morgen genauer mit euch anschauen, was die Bibel uns denn sagt, was die Bestimmung der Kirche ist. Für was dass sie heute noch existiert, für was dass wir heute noch existieren, GVC Zürich-Oberland. Und ich möchte euch mitnehmen und wir tauchen miteinander am heutigen Morgen in die Bibel, gehen quer durch die Bibel durch. Aber ich möchte mit einem Punkt anfangen, und zwar möchte ich die Frage stellen, was ist denn Kirche für Gott? Was ist Kirche für Gott? Für Gott ist Kirche sein Volk, wo er unter ihnen wohnen will. Wir sehen das im Alten Testament, wie Gott sich ein Volk aussucht, das Volk Israel. Und er war nicht ein distanzierter Gott, sondern er hat mitten unter ihnen gewohnt. Mitten unter ihnen war seine Gegenwart. Wir sehen das wunderschöne Bild von der Stiftshütte. Die Stiftshütte, wo das Allerheiligste war, das war das Zentrum, der Mittelpunkt. Seine Gegenwart. Er war Teil von der Gemeinschaft, von seinem Volk. Er wollte unter seinem Volk wohnen. Das Zelt der Begegnung. Später ist der Tempel in Jerusalem gebaut worden. Und sein Allerheiligste ist dort hineingeführt worden. Seine Gegenwart war in diesem Tempel. Der Ort, wo die Gegenwart geruht hat, in der Hauptstadt in Jerusalem. Das ist der Ort, wo sich das geistliche Leben abgespielt hat, wo Menschen hingepilgert sind, von weit, weit weg sind sie gekommen, um vor Gott zu kommen, um ihn anzubeten. Und im Neuen Testament lesen wir, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott zeigt sich der Menschheit in Menschengestalt und er wohnt unter den Menschen. Und bevor Jesus wieder zurück in den Himmel ist, bevor er die Welt verlassen hat, hat er Kirche ins Leben gerufen. Kirche, Gottes Volk. Jeder, der glaubt, gehört zu der Kirche. Auch heute noch. Und wir lesen im Epheser, wie Gott mit seiner ganzen Fülle in dieser Kirche lebt, im Epheser 1,23. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Er ist der Lieb. Wir sind der Lieb. Mit den verschiedenen Gliedern. Jeder von euch ist ein Teil von dem Lieb. Ein Maul, ein Ohr, ein Ohrenläppchen, ein Arm, ein Bein. Und so kommen wir in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Verschiedenartigkeit zusammen als Gläubige und wir sind Gemeinschaft. Und das ist der Ort, wo Gott mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Herrlichkeit gegenwärtig ist. Ich finde das so krass, weil ich habe das bis jetzt noch nie in der Bibel mal gelesen, dass Gott mit seiner ganzen Fülle an einem Ort so stark ist, wie unter seinem Volk. Und in dem sehen wir immer wieder, wie Gott unter den Menschen leben will. Und für mich ist das so ein Bild von einer unglaublichen Liebe.
Dass der Gott sich nicht vorenthaltet, den Menschen gegenüber, sondern dass der Gott mit den Menschen Gemeinschaft hat. Dass er unter uns sein will, mit seiner Gegenwart und sich entschieden hat, auch wirklich da zu sein. Kirche ist der von Gott auserwählte Ort von seiner Gegenwart. Und darum ist Kirche mehr als ein Gebäude. Es ist mehr als ein paar nette, gut aussehende Menschen. Es ist mehr als ein Verein, wo man sich einfach mal trifft und eine gute Zeit miteinander hat. Gott lebt mit seiner ganzen Fülle in der Kirche. Was ist denn das Ziel von dem, was wir als Kirche sind? Als Kirche sind wir berufen, in enger Verbindung mit Gott zu leben, ihn als König in unserer Mitte zu haben und den Gott zu verherrlichen. Und wir lesen das in verschiedenen Bibelstellen, wo der Paulus die verschiedenen Briefe an die Gemeinde geschickt hat, zum Beispiel im 2. Thessaloniker. Wir sollen Gott verehren, wir sollen ihn ehren und verherrlichen. Und dann steht, dann wird der Name unseres Herrn Jesus für all das geehrt werden, was durch ihn in eurem Leben geschehen ist. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auf diese Weise auch ihr geehrt werden. Das alles verdanken wir der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Im Epheser haben wir nochmal so eine Stelle. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Hey, wir sind berufen zum Gott verherrlichen. Und verherrlichen bedeutet Würde. Gott den Wert geben, ihm Würde geben, weil er es verdient. Weil er seinen Sohn geschickt hat, der für dich und mich gestorben ist. Das ist reine Gnade. Verherrlichen bedeutet ihn ehren, ihn loben, ihn zu anbeten. Im Griechischen heisst das, hey, sich auf die Knie fallen lassen, niederwerfen, sich unterwerfen vor Gott. Es bedeutet, dass wir Gottes Grösse anerkennen und ihm allein Ehre geben für das, was er für dich und für mich da hat. Ich bin über ein Zitat von einem Theologen gestolpert in der Vorbereitung von John Piper und in seinem Buch Desire God hat er Folgendes geschrieben. Gott ist das Größte, was existiert, jemals existiert hat oder jemals existieren wird. Daher wäre es Sünde, wenn wir etwas anderes rühmen würden, denn es gibt nichts Größeres als Gott. Es gibt keine größere Berufung, als Gott zu preisen. Dies gilt nicht nur für uns, sondern überraschenderweise auch für Gott selbst. Der Größte ist, sich in irgendetwas anderem zu rühmen, wäre Götzendienst. Wenn das Beste, was Gott tun kann, ist, sich selbst zu rühmen und kein geschaffenes Ding größer sein kann als Gott, dann ist das Größte, was wir tun können, unser Zweck, könnte man sagen, ihn zu rühmen. Wir sind dazu berufen, jeder Einzelne von uns, Gottes Größe zu anerkennen, ihn zu verherrlichen. Und verherrlichen, das heisst auch, ihn anzubeten, ihm Anbetung zu bringen. Wir lesen sogar, wie Jesus auf die Welt kam, um die Herrlichkeit von Gott in die Welt zu bringen, um Gott zu verherrlichen durch seinen Dienst, um ihn sichtbar zu machen. Und spannend ist die Frage für uns, geht es denn in erster Linie darum, was mir Kirche bringt, oder geht es darum, Gott zu verherrlichen als Kirche? Die Frage ist, wie verherrlichen wir Gott? Und ich habe heute Morgen 3 Punkte mitgenommen. Und ich möchte in die 3 Punkte jetzt gehen. Und der erste ist die Anbetung. Man verherrlicht Gott, indem wir ihn anbetet. Ich glaube, wir alle wissen, die Anbetung, das kann auf so viele Arten und Weisen geschehen und Formen. Im Kolosser zeigt uns der Paulus eine Art davon. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt durch Gottes Gnade erfahren. Der Paulus weist die Gemeinde in Kolossä darauf hin, dass sie mit Psalmen, mit Lobgesang, mit Liedern, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben mit der Band, Gott arbeitet und in einer dankbaren Haltung vor ihn kommen.
arbeitet für die Gnade, arbeitet für das, was er da hat in ihrem Leben. Und was machen wir mit Anbetung? Mit Anbetung rücken wir automatisch den Fokus auf Gott in unseren Herzen. Wenn wir als Gemeinde so zusammenkommen und Gott arbeitet, dann soll das den Fokus auf Jesus rücken in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Und das ist der Grund, wieso das Worship so einen wichtigen Stellenwert hat in unseren Gottesdiensten. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wieso singen wir so viel? Das ist darum, weil wir Gott verherrlichen wollen mit unseren Gottesdiensten. Wir stellen Jesus als König ins Zentrum von der GVC Zürich-Oberland. Und das ist nicht einfach ein Aufwärmen, wenn wir kommen vor der Predigt, sondern wir richten uns doch vollkommen auf Gott aus und beten ihn an. Ich weiss nicht, wie es dir geht mit Pünktlichkeit. Ich bin nicht immer ganz so pünktlich und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, hey, das soll doch ein Grund sein, dass ich pünktlich im Gottesdienst bin. Nicht, dass ich um die Zeit muss da sein muss, sondern wenn ich wüsste, dass Gott physisch da vorne auf dem Thron sitzen, hey, ich wäre glaube schon um 9 Uhr da und würde warten, falls er ein bisschen früher kommt, oder? Und Gott ist einfach da. Wir sehen ihn einfach nicht gleich, aber er ist da. Und es ist mir wichtig, es geht mir nicht darum, zu sagen, man darf nie zu spät kommen, das kann mal passieren. Aber es geht um die innere Haltung. Ist es mir einfach egal? Ist es einfach selbstverständlich? Die Anbetung in der Gemeinschaft, die hat Auswirkungen. Es ist nämlich die Auswirkung, dass dich und mich gegenseitig aufbaut. Wenn wir miteinander singen, plötzlich merken wir, hey, wow, andere stimmen mit ein, die auch glauben. Ich weiss noch, gerade vor einer Woche, wo wir mit etwa 130 Leuten waren und ich höre so die Leute hinter mir, wie sie singen, das hat mich so ermutigt. Und ich dachte, hey, wow, so viele Leute, die an den Gott glauben. Das ist unglaublich, das hat mich tief bewegt. Oder an der Holy Spirit Night. Es war so ein bewegender Moment, wo wir am Anfang alle miteinander auf die Knie gegangen sind und das Abendmahl eingenommen haben. Und ich habe gemerkt, gewisse Sachen, die mich beschäftigt haben, hey, plötzlich ist einfach, zack, ein Frieden gekommen. Ich habe gemerkt, wie Gott mir einfach so einen Frieden schenkt im Herz. Wo Menschen aufeinander zu sind, füreinander gebetet haben, in dieser Gemeinschaft Gott angebetet haben. Hey, da sind bewegende Sachen daraus entstanden. Und ich freue mich noch auf all die mit Gott erlebt, die wir hoffentlich zugeschickt bekommen. Aber das ist seine Herrlichkeit, wo kommt, seine Schechina, wo kommt, seine Gegenwart, wo kommt im Miteinander, wenn wir ihn zusammen arbeiten. Und Anbetung ist natürlich nicht nur Musik, sondern Anbetung ist auch ein Lebensstil. Ein Lebensstil, wo Gott ehrt, indem wir zu seiner Herrlichkeit leben. Und das bedeutet, dass wir seinen Willen tun. Es bedeutet auch gehorsam sein. Es bedeutet ein Leben, das Leben, das ausgerichtet ist auf ihn, auf seine Werte. Wie im Römer 12 steht, lebt nicht das Leben nach der Welt, sondern führt das Leben nach dem Maßstab von Gott. Dass Gott im Alltag mein König ist und auch meinen Alltag prägt und mitbestimmen darf. Im 1. Timotheus lesen wir, das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Ritter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Auch da lesen wir, es ist das Erste und das Wichtigste, im Gebet einzustehen. Gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam zu beten. Wie im Early Bird am Sonntagmorgen. Hey, ich finde das so kraftvoll, wenn wir gemeinsam zusammenkommen vor dem Gottesdienst. Oder in der Small Group. Oder im MFG, wo mehr Männer kommen. MFG stärkt. Oder im 0620, jeden Morgen, wo ein paar Männer über Zoom beten. An der Church Night, unser Ministry-Gebet, im Empowering vor der Predigt, im Segensgebet. Wenn ich das so aufziehe, muss ich sagen, ich bin stolz auf unsere Kirche. So eine bettende Kirche. Das ist genial. Hey, das Gebet, die Anbetung, wir verherrlichen Gott. Und es zeigt mir das Bild von der Offenbarung 4 und 5, wo wir eines Tages im Himmel vor dem Thron werden stehen oder knündeln, wie auch immer, wo Menschen aus allen Generationen und aus allen Völkern und allen Hintergründen kommen und
Gott im Zentrum sitzt und wir ihn anbeten. Das ist der Himmel. Und die Kirche ist ein Stück weit so ein schattenhaftes Abbild hier auf der Welt, von dem, wo mal in den Himmel wird kommen. Dass wir zusammen den Gott schon verherrlichen und anbeten und in unserer Mitte gross machen. Ich komme zum zweiten Punkt. Ein weiterer Auftrag für uns als Kirche ist es, einander geistlich zu verbauen und geistlich einander auch zu dienen. Für uns als Kirche ist es ein Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen dürfen, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Aber es ist auch ein Ziel, dass Gläubige genährt werden und zu mündigen Christen heranwachsen. Und da schreibt der Paulus im Epheserbrief darüber. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Hey, unser Ziel ist es, als Nachfolger dürfen Schritt zu machen im Glauben. Als Nachfolger dürfen mündig zu werden. Als Nachfolger dürfen zu reifen im Glauben. Das ist ein Grund, wieso wir die Next-Step-Kultur haben, oder? Einen nächsten Schritt machen. Und manchmal tönt das so einfach und so simpel, aber hey, das hat Auswirkungen. Dass wir wachsen, anwachsen, mündiger werden, reifer werden. Und schlussendlich können wir Gottes Fülle widerspiegeln, seine Gnade, seine Liebe, sein Wesen, damit er sichtbar wird durch uns als Gemeinschaft. Und die Reifung sehen wir im Miteinander. Die Reifung sehen wir durch die Geistesfrüchte. Die Reifung sehen wir durch den Charakter, der anwachsen darf, der geschliffen wird, der geformt wird. Und das passiert durch den Gottesdienst. Es passiert durch Begegnungen. Es passiert aber auch durch Groups, die ein wichtiger Ort sind für uns. Es ist der Ort, wo wir Leben teilen. Der Ort, wo wir vielleicht auch mal Ecken und Kanten ein bisschen feilen. Es ist der Ort, wo uns auch hilft, zum reifer werden, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir uns verändern lassen wollen. Und um das geht es. Hey, Gott schenkt der Kirche auch viel Gaben. Er schenkt dir Gaben. Er schenkt dir Fähigkeiten, jedem Einzelnen. Und er wünscht sich, dass wir die Gaben von ihm, die Fähigkeiten, in sein Reich investieren, in seine Kirche investieren, dass wir Kirche bauen können. Damit Menschen aufgebaut werden. Kinder, Teenies, Erwachsene. Das ist nicht einfach irgendein To-Do, das man jetzt halt noch macht. Hey, sondern wir verbauen einander. Wir geben etwas weiter. Wir bauen ein Reich Gottes. Hey, das hat Power, das ist kraftvoll. Aber auch Lehrer, Propheten, damit Menschen zu reifen Christen heranwachsen können. Es braucht aber Menschen, die Leute willkommen heissen, dass sie sich wohlfühlen. Es braucht Leute, die gut sind in der Küche, die wunderbares Essen kreieren, dass ein Alpha Life so stattfinden kann, dass ich mich zuerst treffen und noch Gemeinschaft haben kann. Hey, das ist so wichtig. Und ich könnte noch viele weitere Aufgaben aufzählen. Aber mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Gaben stärken wir uns, indem wir uns aufbauen. Auf irgendeine Art und Weise geben wir so unseren Teil dazu bei, dass wir Schritt machen können. Und schlussendlich das Wichtigste, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist spannend, oder? Wenn wir einander dienen, verherrlicht das Gott. Und das ist genau gleich Anbetung, wie wenn wir singen oder wenn wir einen Gebetskreis haben. Ich komme zum dritten und zum letzten Punkt. Wie Gott mitten unter uns lebt, wird er auch durch uns als Gemeinschaft sichtbar werden für die Welt. Er wird aus unserer Mitte sichtbar werden für die Menschen in unserem Umkreis. Und in Matthäus 5, 14-16 sehen wir so ein schönes Bild, wo das beschreibt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Hey, Jesus selber ist das Licht, steht 1. Johannes, er ist auf die Welt gekommen und er ist das Licht, das in der Finsternis strahlt. Und dort, wo das Licht kommt,
dort muss alle Finsternis, alle Dunkelheit muss weichen. Und ich finde das gewaltig, weil das Licht, das ist mitten unter uns. Jesus mit seiner Fülle, in seiner Gemeinde. Das Licht, das ist da. Und darum sind wir wie eine Stadt auf dem Berg, wo hell und klar scheint. Für Menschen, sie kann nicht verborgen sein, sondern sie leuchtet, sie hat eine Strahlkraft. Wie Jesus Licht unter uns ist, in unserer Mitte. Hey, wir haben eine Strahlkraft, das Zürich-Oberland. Und nicht nur wir als Gemeinschaft, sondern wie du ein Teil davon bist. Wie Jesus in deinem Leben lebt. Wird Gott auch sichtbar werden für die Menschen durch dich in deinem Alltag. Du bringst Licht in die Dunkelheit in deinem Alltag. Je dunkler, desto grösser ist die Auswirkung vom Licht, das du in dir trägst. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, jetzt muss ich das auch noch machen, also so anstrengend, hey, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Und zwar, Jesus strahlt durch dich. Es ist eine bewusste Entscheidung, um sich in die Strahlkraft von Jesus hineinsetzen lassen oder anzustehen lassen. Der Jesus in sich scheinen lassen, ich muss es so sagen. Das ist deine Entscheidung. Aber er scheint schlussendlich. Es ist deine Entscheidung, ob du das Licht nicht versteckst unter einem Schemmel oder ob es du strahlen lässt. Und weißt du was, wenn du es nicht versteckst, es wird strahlen. Und es hat eine Strahlkraft für die Menschen um dich herum. In der Sprüche 4,18 steht, aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Hey, du hast den Lichtstrahl durch Jesus in dir. Und er wird heller und heller durch dich strahlen in die Welt raus. Wenn du Gott den Raum gibst in deinem Leben. Ich möchte dich fragen, ob du dir dem bewusst bist. Spannend ist, wenn wir seinen Namen verkünden, dann verherrlichen wir Gott damit. Das ist eine Form von Anbetung. Es ist genauso Anbetung, wie wenn wir singen, wie wenn wir zusammen auf die Knie gehen und Gott anbeten. Und wir sehen, das ist die Bestimmung der Kirche, Gott zu verherrlichen, indem wir ihm dienen, indem wir einander stärken und indem wir seinen Namen verkünden. Und in der GVC-Wort können wir das jetzt so ausdrücken, es sind unsere Aufträge, sammeln, stärken und senden. Wir sammeln uns. Vor Gott kommen wir und beten ihn an. Wir wollen Menschen in eine Gottesbegegnung hineinführen. Wir stärken einander. Wir werden gestärkt durch den Heiligen Geist, weil er uns ausrüstet. Und wir dürfen einander zudienen. Und er sendet uns in unseren Alltag mit dieser Strahlkraft, die in uns lebt durch ihn. Hey, es ist Gottes Ziel, dass er mit der ganzen Menschheit in Beziehung kann leben, wie ursprünglich im Paradies wir das gesehen und das mal so angedenkt war. Und für das braucht es Kirche, um sein Reich zu bauen. Er braucht Kirche auf dieser Welt, das ist sein Werkzeug, um sein Reich auszubreiten, dass Menschen dürfen sehen, wer er ist. Gott ist das Licht in der Kirche, der mit seiner ganzen Gegenwart die Kirche erfüllt. Und das hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn ich zurückschaue auf mein eigenes Leben, hey, dann sehe ich, wie fest diese Gemeinschaft mein Leben geprägt hat, mein Leben ein Stück weit verändert hat. Es war der Ort in der Kirche, wo ich das erste Mal Gott begegnet bin, wo ich von seiner Liebe erfahren habe. Hey, es war im Ausland, wo ich in eine Kirche gegangen bin, in Worship gegangen bin und Gott hat so klar zu mir geredet über meine Zukunft. Es waren Predigten, die mir Erkenntnis gegeben haben, Klarheit gegeben haben, Identität gegeben haben oder mir aufgezeigt haben, wie ich in die göttliche Identität laufen kann. Es ist das Miteinander, dieses Mago, das mich geschliffen hat, manchmal auch mühsam war, aber es hat mich verändert. Hey, und rund um die Welt, wo ich schon in Kirchen hineingehen, finde ich es gewaltig, zu sehen, wenn sich Menschen versammeln, um den einen Namen und der Gott arbeitet, wie die Fülle da ist, wie seine Gegenwart da ist und uns Menschen, uns Gläubige das verbindet. Und das ist wie ein Geheimnis, die Gegenwart Gottes in dieser Gemeinschaft. Hey, in das Zürich-Oberland, GVC Zürich-Oberland, wollen wir eine Kirche sein, die Strahlkraft hat, wie Gott die Quelle ist von unserer Kirche. Wie sein Licht die Quelle ist, wie sein Licht die Mitte ist von unserem Zusammenkommen. Und wir wollen
eine Kirche sein, wo Gott verherrlicht. Wir wollen eine Kirche sein, wo Gott Raum gibt, dass er wirken kann, dass er noch so viel mehr tun kann, als unsere kühnsten Träume. Und ich bin überzeugt, es ist noch mehr möglich. Und ja, es gibt auch die Momente, wo ich denke, hey, ich will noch mehr sehen, es könnte noch mehr gehen. Aber wir können das selber nicht machen. Und das will ich auch nie probieren machen. Und trotzdem dürfen wir erleben, wie in dieser Gemeinschaft Gott unter uns ist. Und wie er sich manifestiert, das heisst, seine Kraft auf dieser Erde sichtbar, erlebbar wird. Menschen, die da reinkommen und sagen, hey, in dieser Gegenwart, in diesem Miteinander, da ist so ein Friede, das kann ich mir nicht erklären. Ein Alpha-Life-Kurs, wo Menschen sich für Gott entscheiden, wie sie ihm begegnen. Hey, Pfingstweekend. Ich habe von 4, 5 Leuten gehört, die mir gesagt haben, dass sie frei geworden sind durch die Anbetung und das Ausrichten von Gott. Jemand hat mir gesagt, die Person hat so Zwänge gehabt. Und seit Menschen für ihn gebetet haben, sind die Zwänge weg. Jemand, der Klarheit gebraucht hat, nicht gewusst hat, wie weiter. Und Gott hat so klar geredet und Weisheit geschenkt. Hey, wir sind ein Ort, wo Menschen Trost erfahren, wo Menschen Heilung erfahren dürfen. Wir sind ein Ort, wo Menschen ihre Herzen neu empfacht werden für Jesus. Und das ist alles die Folge von dem, dass Gottes Gegenwart im Zentrum steht. Dass er da ist unter uns Gläubigen. Denn wo sein Licht ist, da weicht alle Finsternis. Und von dem will man noch mehr sehen, noch viel mehr sehen. Hey, und darum bin ich überzeugt, dass es die Kirche auch heute noch braucht. Darum ist die Kirche heute so relevant und hat so eine Kraft wie vor 2000 Jahren, wie Gott immer noch das Zentrum von ihr ist und wir ihn da als Zentrum immer behalten wollen. Der Schlüssel liegt darin, dass Kirche nicht einfach meine Tankstelle ist oder Kirche nicht einfach ein Ort ist, wo mir das gibt, was ich jetzt gerade brauche. Natürlich soll es das auch sein und das wird es auch sein. Aber nur, wenn der eigentliche Grund ist, dass Gott als erstes verherrlicht wird. Und wenn Kirche das ist, dann kann Gott mit seiner ganzen Fülle in der Kirche leben. Und seine Strahlkraft verändert Herzen. Hey, ich will dich fragen zum Schluss. Was ist Kirche für dich? Ich will dich fragen, trägst du dazu bei, damit Kirche das ist, für was sie Gott bestimmt hat? Ich will beten zum Schluss und ich lade euch ein, zum Aufstehen und vor den Gott zu kommen und ihn anzubeten. Herr, ich will dir so Danke sagen für die GVC Zürich Oberland. Ich will dir Danke sagen für die weltweite Kirche. Ich will dir Danke sagen für die Liebe, dass du unter uns Menschen willst wohnen. Es ist reine Gnade. Es ist reine Liebe. Und Vater, ich will dir Danke sagen, dass wir der Teil sein von deinem Volk. Ich will dir Danke sagen für alles, was du schon da hast, durch uns als Kirche und in unserem Leben her. Ich will mir dem bewusst werden und nicht einfach darüber hinweg schauen, sondern wir wollen dankbar vor dich kommen. Und Herr, wir heben dich hoch, da in unserer Kirche, in unserer Mitte. Herr, wir verherrlichen dich und wir beten dich an. Und wir setzen dich ins Zentrum, Herr. Es geht um dich. Und Vater im Himmel, dort, wo wir vielleicht merken, dass unsere Haltung anders ist, dort, wo wir vielleicht eine falsche Haltung haben, dort bitte ich dich auch um Vergebung, Herr. Und dort wollen wir wieder neu uns einfach auf dich hinwenden und dir alle Ehre geben und alle Ruhm geben, Vater im Himmel. Und ich danke dir, dass du aus unserer Mitte rausstrahlst. Und ich bete, Herr, dass deine Strahlkraft noch so viel weitergeht. Ich bete, Herr, dass Menschen dürfen das Licht sehen, dürfen dich kennenlernen, dürfen Jünger werden, Gläubige werden, dürfen Teil werden von dem Volk, Vater im Himmel. Ich danke dir vielmals, Herr. Lobe und preise dich. Amen. Ich lade euch jetzt ein.